Aufgepasst, liebe Sportsfreunde, es geht endlich weiter, auch hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit der Kampagne und mit der dritten Serie Yu-Gi-Oh! 5Ds. Eine meiner persönlichen Lieblingsserien, und wenn ich mal sehe, was hier sonst so kommt, eigentlich auch schon die letzte. Oh Mann. So, und zwar natürlich mit dem ersten Duell. Achtung, fertig, Duell. Wie könnte es anders sein, ne? 5Ds-Geschichten werden geladen. Duellanten, jung und alt, Profis und Amateure, das am Ende auf den Jahr gewartet habt. Willkommen in New Dominion City, der Heimat der Turbo-Duelle. Turbo-Duelle sind eine neue Form des Duells, die mit Motorrädern ausgetragen werden, die man auch als T-Wheels kennt. Allerdings beginnt unsere Geschichte nicht in New Dominion City. Wir treffen unseren Helden Yusei Fudo in den ärmeren Vororten, die als sogenannter Satellite zusammengefasst werden. Yusei wurde von dem bisher ungeschlagenen Turbo-Duell-Champion Jack Atlas Unrecht getan. Die beiden waren einmal eng befreundet, aber Jack hat Yusei zwei seiner kostbarsten Besitztümer entwendet, die Sternstaubdrachenkarte und seinen schicken D-Wheel. So schade. Jack hat Satellite verlassen und wurde zum Turbo-Duell-Champion in New Domino City. Yusei wollte Jack zur Verantwortung ziehen, aber leider stand ihm immer die Sektorsicherheit im Weg. Yuseis Freund Reddy hat einen Skylon 30 Beschleunigungschip gefunden. Yusei benötigt diesen Chip unbedingt für den neuen D-Wheel, den er gerade zusammenstellte. Yusei, hey Yusei, schau dir das an! Es ist ein Skylon. Sind die nicht unglaublich teuer? Sag bitte nicht, dass du den geklaut hast. Ich habe ihn nicht gestohlen, er lag am helllichten Tag auf dem Boden herum. Okay, danke, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich wusste, dass das gefallen würde. Wird der Chip dann D-Wheel beschleunigen? Auf jeden Fall. Leider kann die Sektorensicherheit Rayleigh aufspüren und hat schnell herausgefunden, wo Yusei und seine Freunde sich aufhalten. Also musste Yusei sich mit der Sektorensicherheit auseinandersetzen und seinen Freunden aus der Apache helfen. Ja, mir war klar, dass ich dich hätte einsperren sollen, als du noch ein Grünschnabel warst. Chance hätte ich endlich Gelegenheit dazu, wa? Willst du Widerstand leisten, dann kommst du einfach mit. Werde ich, wenn es dir gelingt, mich zu schlagen. Abgemacht, du Idi. Ja, 5Ds. Ich fand die Turbo-Duelle, vor allem in den, wie sie zu beschwören sind, noch nö, jetzt erklärt er mir Synchro-Beschwörungen, oh Gottes Willen. Ja, auf alle Fälle, wir können sie mal ganz kurz durchgehen. Und zwar, ja, 5D-Spiele, vor allem noch solche, es gab ja früher für Yu-Gi-Oh! Noch die sogenannten World Championship-Spiele, mit denen man auch wirklich an World Championships teilnehmen konnte. Die meisten davon waren eigentlich für Game Boy Advance, zwei maximal, und dann vor allem für Nintendo DS. Und 2, 3 davon waren halt auch von der Yu-Gi-Oh! 5D-Ära. Und vor allem das zweite davon, und zwar Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2011, glaube ich. Reverse of Arcadia, genau. Reverse of Arcadia hieß es. Ist bis heute noch eins meiner Lieblings-Yu-Gi-Oh! Spiele. Zum einen wegen der Story, zum anderen wegen den Turbo-Duellen, die es dort auch gibt, auch normale Duelle. Und ja, Turbo-Duelle sind auch ein bisschen halt anders, auch ein bisschen mit den Speed-Karten und so. Also mit den Speed-Sauberkarten, sagen wir jetzt mal. So. Ah ja, schön alle Zeit. So, worum geht es überhaupt? Um Synchrobeschwörungen. Sitzen manchen Zylinder. Ja, machen natürlich so. Er gibt mir eh alles vor. Gut, bin in den Zug. Im Prinzip geht es darum, wir brauchen für Synchrobeschwörungen immer auch ein Empfängermonster. Also Empfängermonster plus normales Monster gibt Synchromonster. Jetzt ist es normalerweise so, dass man halt auch das Level exakt treffen muss. Im Gegensatz zu Fusionsbeschwörungen. Beziehungsweise, sorry, nicht Fusionsbeschwörungen, sondern im Gegensatz zu Ritualbeschwörungen. Wo das Level auch überragen kann, übertreffen kann, sage ich jetzt mal. Es ist hier halt tatsächlich so. Ja, mache natürlich, also mache zuerst mal eine Spezialbeschwörung. Wirf den ab, rufe einen Trickreichen. Und der Trickreiche ist zwar, natürlich, ist trotz allem ein Effektmonster, aber es ist noch kein Empfängermonster, es ist in dem Sinn noch ein normales Monster. Im Gegensatz zum Gerümpel Synchronisierer, da sieht man auch, da steht Empfänger drauf. Und ja, in der Regel ist es halt so, es braucht einen Empfänger und eine beliebige Anzahl Nicht-Empfängermonster, um ein Synchronmonster zu rufen oder eine Synchronbeschwörung oder Synchrobeschwörung zu werkstelligen. Es gibt auch Ausnahmen, wo es irgendwie 2 Empfänger braucht und so, das sind aber Spezialausnahmen und dann steht es auf der Karte drauf. So.
So, der hat noch einen eigenen Effekt natürlich, da ist ja auch so, Empfängermonster können noch eigene Effekte haben, gar kein Problem. Es gibt auch Empfänger, die normale Monster sind, also gar kein Empfängermonster. So, und jetzt ist es so, wir haben jetzt hier zum Beispiel Stufe 3 Empfänger. Hier Stufe 2 Nicht-Empfänger, Stufe 5 Nicht-Empfänger, Stufe 2 auch wieder ein Empfängermonster. Also ich kann theoretisch zum Beispiel ihn hier mit dem kombinieren. Dann könnte ich ein Stufe 5 Synchromonster rufen. Oder Grümpel synchronisieren mit dem Trickreichen, könnte sogar Stufe 8 rufen. Weil zusammengezählt als Stufe 8 ergeben. Ich könnte Grümpel synchronisieren mit dem Tempokrieger und dem Trickreichen kombinieren. Könnte ich sogar an Stufe 11 Monster rufen. Oder, die eine Karte gar keinen Effekt, aber Empfänger müsste trotzdem gehen. Wir können Nitro synchron kombinieren mit Tempokrieger von Stufe 4 Monster und so weiter und so fort. So, mal gucken, was ich überhaupt im Deck habe. Grümpelkrieger, Nitro-Krieger. Nehmen wir Grümpelkrieger, komm. So, wähle ich den, beide kommen auf den Friedhof. Und so machen wir eine Synchro-Beschwörung. So. Ja, noch eine, klar, wir haben genug Monster. Nitro-Krieger, auch da steht's. Bei dem ist es ein bisschen speziell, der braucht nicht einfach ein gewöhnliches Synchro-Monster, beziehungsweise Empfängermonster, Entschuldigung. Kein gewöhnliches Empfängermonster, er braucht explizit ein bestimmtes Monster. In dem Fall halt Nitro-Synchron. Den haben wir natürlich auch, das heißt, wir könnten jetzt sogar mit Grümpelkrieger kombinieren oder mit dem Trickreichen. Aber das Spiel ist halt doof und will das nicht, deswegen muss ich halt ihn nehmen. Und Nitro-Krieger. Ich hätte auch von Anfang an... Ne, stimmt, das wäre nicht gegangen, weil Nitro, Synchron und Grümpel synchronisiert sind beide Synchromonster, Empfängermonster. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja irgendwie beides zusammen kombinieren können, aber nee, das ging ja nicht. Ah, darauf hat das abgesehen, okay, gut. Ja, jetzt kann ich halt hier Synchromonster zurückrufen. Und ja, Synchromonster haben halt eine weiße Färbung. Und das war halt, glaube ich, auch ein bisschen speziell bei Reverse of Arcadia, weil dort, also zumindest im Anime von 5Ds, gab es da auch so eine sogenannte finstere Synchromonster und die hatten eine schwarze Färbung. Also nicht so weiß wie die hier, sondern eine schwarze Färbung, hatten andere Synchro-Beschwörungsvoraussetzungen. Das war halt ziemlich geil. Naja. So. Nitro-Krieger kann ich einen anderen angreifen. Worum geht das? Wegen seinem Effekt. So, einmal so angreifen, mit dem Trickreichen noch und das war's schon. Sorry, Trudge, aber ich kann nichts dafür, ist halt geskriptet. Ja, ich fand vor allem den Anime von 5D so richtig geil, vor allem die ersten 3 Staffeln. Am Schluss hat es ein bisschen abgeflacht, fand ich, aber bis dahin war es echt genial. So, Hilfe, wird langsam heiser. Du siehst auf dem Weg nach New Domino City, Trudge und andere Beamten der Sektorensicherheit entkommen. Da muss er sich dann seinen Rivalen Jack Atlas stellen. So, jetzt aber richtig, hey. Willkommen in der Kaiba Arena. Oho, okay. Ja, weil 5D spielte, glaube ich, irgendwie 50 oder 100 Jahre nach GX ungefähr. Also auf alle Fälle spielt es in der gleichen Timeline und ja, auch aus Berichten und aus der Geschichte und so kennen die eben auch Yugi Muto und Seto Kaiba und solche Dinge. Deswegen auch New Domino City, ist natürlich an Domino City damals angelegt. So. Also. Dann haben wir jetzt hier mal ein richtiges Duell, Freunde. Zwischen Jack und Yusei. Das Einzige, was ich schade fand am ganzen Anime, war die Entwicklung von Yusei, weil der war eigentlich immer gleich. Das fand ich in GX besser, weil Jaden war wirklich jemand, der sich von Staffel zu Staffel verändert hat. Und genauso mit Yugi und dem Pharao aus der ersten Staffel. Oder aus der ersten Serie, sag ich jetzt mal. Aber Yusei, der war irgendwie die ganze Zeit einfach immer gleich. Hat sich irgendwie kaum verändert, hat irgendwie nie etwas, wo irgendwie ins Zweifeln geraten ist oder so. Fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber egal. So. Doppelbeschwörung. Eine ganz spezielle Zauberkarte, Freunde. Gibt es in Speed-Duellen gar nicht mehr, wa? Die ganzen Spielzug zu Normalbeschwörungen setzen, durchführen, nicht nur eine. Ja, Speed-Duelle, wa? So wie bei Rushlings oder Duel Links, gibt es die auch.
Bin ich persönlich nicht so Fan von, da muss ich da selber entscheiden. Ich bin halt eher noch ein bisschen oldschool. So. Was habe ich eigentlich so als Musee, so als Karten generell? Ah, immer die gleichen, wa? Stufe 5 und Stufe 7. Tja, dann ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So, dann setzen wir den verdeckt und gucken, was passiert. Ich habe zum Glück die Eisenschrott-Vogelscheuche. Das ist eine ziemlich geniale Fallenkarte. Eigentlich simpel und trotzdem doch so mächtig, finde ich zumindest. Ja, nee. Ich aktiviere erstmal die Vogelscheuche. So. Dann kann ich immer pro Zug einen Angriff abwehren und wieder zurücksetzen. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. So. Ist ja eine Karte. Das Abstimmgeschirr. Dann stimm dich mal ab, Kumpel. Ich würde gern schon was rufen, aber es geht noch nicht. Warte mal. Ich könnte halt Klanghühnchen, also wenn ich jetzt die Karte aktiviere, Klanghühnchen Abstimmgeschirr rufen. Ja, kann man es jetzt einfach mal. Da muss man mal ganz fix was rufen, Freunde. Was macht er da Schönes? Eisenschrott, Vogelscheuche. Aua. So, Jackie Boy. Ach, schon wieder Nitro-Synchron. Ja, wenn wir sagen, Doppelbeschwörung, nee, noch nicht nötig, dann rufe ich erstmal Gerümpel-Synchronisierer. Jo, bitte gerne, dankeschön. Den Abstimmgeschirr rufen. Ja, eigentlich steht noch jemand, der eher noch so schwäche Monster hat, aber... Die Effekte bleiben annulliert. Ja, super. Und der Effekt ist halt, dass die Monster Stufe 2 behandelt werden kann. Ja, super. Okay, das hat er natürlich jetzt total verkackt. Entschuldigung, mein Fehler. Ich hatte zwar den Effekt vom Grümmel-Synchronisierer noch im Kopf, das stimmt zwar. Aber zugegebenermaßen nicht mehr in der Art und Weise, weil, ja, ich habe es jetzt schon gedacht, hey, es geht um Synchronisieren oder Synchrobeschwörung, da gilt das sicher nicht. Also dazu. Ach, jetzt kommt er. Nö, kann nichts machen, Freunde. Ist vorbei. Wieder neu starten. So, komm. Es lief ein bisschen unglücklich, jetzt muss ich zugeben. Irgendwie immer ein Zug zu spät die Karte gezogen. Okay. Ich muss auch zugeben, dass ich momentan ein bisschen müde bin. Natürlich für solche Duelle ein bisschen sehr doof, aber hey, shit happens. Wird schon, Freunde, wird schon. So. Kampfgeist auch nicht schlecht. Ich setze erstmal 2 Kampf verdeckt. So, Jack, du darfst. Ah, der schon wieder. Nee, das will ich nicht. Tschüss. Ich mag dich nicht, Alter. Also, das Monster meine ich jetzt. So, na dann, erscheine! Tempokrieger!
Grundangriff werden lassen. Dann kommt noch Kampfgeist zum Zuge. Dann will man sagen, Zeit für die Battlephase. Tempokrieger, Angriff verdoppelt. Was jetzt speziell findet, dass sie die Angriffspunkte nicht 2100 sind. Eigentlich wird selber die Grundangriffskraft verdoppelt, ja, plus einer 300. Jetzt natürlich nicht, weil jetzt ist er weg, aber vorhin war es noch da. Na egal. Muss sich mitleben, Freunde. Oh, Großteilgolem. Oh. Das ist ein ganz fettes Viech, ey. So. Die nette kleine Vogelscheure, ja, die ist auch hier. Tempokrieger, ein zweiter zu rufen, bringt mir nichts. Stachelschraubenigel. Das Spiel verlässt, du musst Empfängermonster nutzen zu können. Ja, cool. Dann mache mal den weg. Tempokrieger ebenfalls, also Verteidigungsmodus. Ah ja, ruf noch ein Mittelteil-Golem, natürlich. Alle Teile des Golems wollen gerufen werden. Verstehe ich natürlich. Er kann Kampfgeist verwenden. Ich nutze die Karte mal noch nicht. Sollen alle auf den Friedhof gehen, bitte. So, und nun Geschützturmkrieger. Monsters, das nehme ich an. Erstmal Gerümpelsynchronisierer. Zeig dich bitte. So, dann wähle ich natürlich Tempokrieger, weil Stachelschraubenigel wäre ein bisschen doof. Dann rufen wir mal den Stachelschraubenigel zurück. Jo, was geht ab, Brudi? Und jetzt machen wir eine flotte kleine Synchrobeschwörung natürlich. Entschuldigung, Fusionsbeschwörung. So, bitte die beiden. Synchrobeschwörung, Gerümpelkrieger. Zum Appell bitte schön. In die Extrazone. Jo. Ist noch ein bisschen Boost. Dank Tempokrieger ist ein eigener Effekt. Und ich will mal sagen. Gerümpelkrieger, Angriff. Machen wir den hier, komm. Jetzt kann ich theoretisch Gerümpelkrieger opfern. Und zwar für den Geschützturmkrieger. Ich warte noch ein bisschen und opfere nachher Tempokrieger für Geschützturmkrieger. Würde eigentlich auch gehen. Oh. Hä? Darf ich gar nicht an? Why do you not angreifen? Ich das nicht verstehen. Also. Ja, da ist er. Da ist der flotte Kumpel. Geile Animation, bringt dir aber gar nichts. Und ich habe eine kleine Fallenkarte. Kuckuck, du gehörst mir. Nun denn. Ich könnte theoretisch in einer Spezialbeschwörung rufen. Nitro-Synchron. Dann auch Nitro-Krieger rufen. Klingt also ein Plan. So, neues Modus. Dann kommt noch Nitro-Synchron ins Spiel. Und dann wird es mal Zeit für eine kleine weitere Beschwörung. Nitro-Krieger. Haben Sie das auch denken, warum hast du das gemacht, warum nicht Geschützturmkrieger geopfert? Weil ich ihn gerade gerufen habe. War der einzige Grund. Weiß nicht, irgendwie taktisch sinnvoll oder so, im Gegenteil. So, bei ihm ist doch irgendwie so mit der Zauberkarte, wa? Ah, ja genau, aber noch keine Zauberkarte. Wenn ich eine Zauberkarte aktivieren würde, würden noch ein bisschen mehr Power kriegen. Aber okay.
Jo, Alter. Reicht nicht ganz, um den Platz zu machen, aber hey. Rotdrachenerz Unterweltler. Er ist so cool, Mann. Und warum? Deswegen. Bye bye. Nito-Krieger. Wenn das Duell. Wenn das Duell zwischen New Zealand Checker und seinen riesigen flammenspeien Drachen beschworen. Always of Rex gut wegen den Leiter der Sektorensicherheit scheinen völlig geschockt zu sein. What denn that? Was soll das, Jussi? Was ist das für ein mieser Trick? Gar keiner. Die mächtige Bestie. Was? Was passiert mit meinem Körper? Was? Was weißt du, was es ist, Jack? Jack the Ripper. Du weißt es nicht wahr? Jack, sag schon, was ist hier los? Du hast Vorschrift 96b verletzt. Oh Mann, scheiße. Er wird eingebuchtet. Ja, you say, der sitzt nun hinter Schwedisch. Ey, Sternschardrache bekommen, geil. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Ich glaube, das dürfte dann doch wieder reichen fürs Erste. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen kürzer als auch schon bei Yu-Gi-Oh! Generell oder sonst bei anderen. Aber da muss man momentan ein bisschen aufpassen, weil ich sonst gerade ziemlich viel aufnehme aktuell. Und jetzt auch hier wieder ein bisschen auf, also Vorrat ist übertrieben, aber trotzdem ein bisschen auf die Zeit achten muss. Damit ich halt noch dazu komme, die anderen Folgen, die anderen Let's Plays aufzunehmen, damit halt immer täglich oder so gemäß Ablaufplan halt Nachschub kommt. Aber kein Problem, Freunde. Gemäß Ablaufplan gibt es sowieso Samstag, Sonntag eine neue Folge von Yu-Gi-Oh! Demzufolge wird es auch hier dann so sein. In der nächsten Folge dann geht es hier weiter mit die Anlage, also Nummer 4 und dann vielleicht auch schon der hier und der vermutlich eher weniger. Ihr seht schon, wir haben noch so viele Duelle vor uns in der 5D-Serie, das wäre richtig, richtig fett. Und ja, dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Story Mode zumindest. Hier, bei Legacy of Duelist, Link Evolution. Bye bye!